wat dat hoort wel. Vielleicht denkst du, wat hier hielt sich alles gut an, ich verstehe dat, en ich will Gott dienen, ich will nicht Mammon sein Sklav sein, aber ich will diese Entscheidung mit mein ganzes Hort machen und nicht bloß wie ein Victor so überzeugend ist und mir ein verplagtes Gewissen verursacht hat. Dat ist recht, ich stimme mit an. Keiner gibt mir ein verplagtes Gewissen. Du musst deinen einen Stich von beständiger Jüngerschaft mit Gott finden. Keiner kann dat für die daunen. Für viele Jahre bete ich, Herr, ich will ein Geschäftsmann und dein Hort nur sein, ein Geschäftsführer, was die Freiheit bringt. Ich will, dass du vom Himmel raufkicken und die an mich in meine Worten freien kannst. Dat ist mein wirkliches Verlangen. Und dit gedacht, geeft der Herr uns den 37. Psalm. Hab deine Freude am Herrn, die wird dir geben, was dein Hort sich wünscht. Gef die den Herrn han und verlot die ab am, und die wird dat gut machen. Psalm 37, Vers 4 bis 5. Für Jahren an ein hab wir Psalm 37 zu uns Gebet gemacht. In diesem Psalm kämpft jemand mit derselben Frage. Vertrue ich an Gott seine Halb oder halb ich mich selbst? Nehm deine Bibel und les dort. Meine personalisierte Version von mein Hort mit Gott sein Hort am Einklang zu bringen, ist so als dit. Ich freue mich, mein Scheingonen und mein Verlangen ist am Herrn und wird mir dort geben, was mein Hort verlangt. Ich stahl meinen Stich, meine Geschäfte an dem Herrn seine Häng und vertrue an ihm, dass dort erfällt. Jo, wird meine Gerechtigkeit, nicht meine Selbstgerechtigkeit, aber meine Gerechtigkeit an Christus, so als die Sonne abgehen loten in mein Recht, dort reicht Gott zu vertrauen, so als die Tage Mittagssonne. Victor, hol still für dem Herrn und vertrue auf ihm. Victor Martens sein Gebet, gegründet auf Psalm 37, Vers 4 bis 7. Dit Gebet habe ich für viele Jahre von verschiedenen Übersetzungen allein und mit anderen taub gebet. Und weiter habe ich mein Hort durchgesucht und gefragt, will ich wirklich dort, was Gott will? Will hei, dat ich blieb? Gott, Herr, ich will, was du willst. Gib mir ein sparsames Hort, dat ich schaftig und zufrieden sein kann. Aber ich will, was du willst. Und Gott hat mir immer weiter aufgeprüft. Will ich wirklich, was er will? Will ich das wagen? Einmal antwortet Gott mir mit einem sinnmachenden Gedankenstich, wie ich han und dann meine Probleme mit Glauben und Vertrauen habe. Ein pastoraler Arbeiter sagte mal zu mir, Victor, dein Problem ist, dass du alles sinnlich verstehen wirst. Aber das schafft bei Gott nicht. Die Sinn geht je in den Glauben. Eine andere Version, was ich hier ist dit. Was ist das Gegenteil von Glauben? Seinen. Was ich sei, brauch ich nicht glauben. Das macht Sinn. Ich mag dort glauben, was ich noch nicht sein kann, was ich aber weiß, dass es so ist. Das ist Glauben. Eine Hoffnung wird wie gerat. Aber eine Hoffnung, die einer sein kann, ist keine Hoffnung. Worum soll einer ab was hoffen, dort einer sieht? Römer 8, Vers 24. Hier ist die sinnmachende Gedankensuche, was Gott mir gibt. Wenn ich bloß dort will, was Gott will, und wenn ich bloß dort will, was Gott will, kann ich alles wählen, was ich will, und Gott wird mir geben, was ich will, wenn ich will bloß dort, was er will. Und was will Gott? Du weißt die Antwort all. Er hat Gedanken von Frieden und eine hoffnungsvolle Zukunft für dich. Wie wollen die nicht ein verplagtes Gewissen geben? Und da steht, weil wir die als Geschäftsführer lieber anladen, Gott sein finanzielles System zu prüfen. Die menschliche Seele verlangt Sicherheit und findet das waghalsig, aber du wirst von Gott vertrauen keinen Schaden erleiden. Gott gibt uns sein Wort und wir sind Zeichen von sein Treusein. Ich will die ermutigen, die dort zu wagen und die Gott zu übergeben. Kijkt nur Psalm 37. Mag die Vers persönlich und bete alle Tag, was die Import von den täglichen Gebet waren. Leer Jeremia 29, Vers 11 auch auswendig. Mag diese Wahrheit zu einem Ständer von deiner Denkweise. Vielleicht kannst du diesen Vers nu auch auswendig. Ich hab den in das Buch vorhin wiederholt. Ich hab dort gut übergedacht, sagt der Herr, und was ich für jünd geplant hab, ist Frieden erfolg und nicht Schaden. Ich will jünd eine Zukunft und Hoffnung geben. Jeremia 29, Vers 11. Acht auch auf diesen Vers. Der Herr hält die ganze Erde im Auge, die bieten stonen, wat am mit ein ungedeiltes Hort vertrauen. Du hast dit mal sehr anweisend gehandelt, du wen wirst du von nu an auch Krieg haben. 2. Chronik 16, Vers 9. Wir sind uns darüber geworden,
dat dit boek für viele Leser uitvorderende Ideen über deel bringt. Dit is ons verständlich. Wir wollen aber klar machen, dort wann wir auch so viel von unser Leben mitgeteilt haben, bedeutet dort noch gar nicht, dort wir alles weiten. Unsere Erkenntnis ist Steckwort, und wir sind immer noch sehr am Anfang von was Gott tun will. Wir sind nicht besonders wer. Da sind viele andere, wat nur das biblische Finanzsystem leben und Gott seine Wunder in ihre Leben seinen. Wir treffen diese Menschen vorken. Die Glauben kommt von der Predigt und die Predigt von Gott sein Wort. Römer 10, Vers 17. Wenn du Gott sein Wort liest oder die Ideen in das Buch bedenkst oder in dein tägliches Leben Entscheidungen machst, dann blieb ob. Mautwellens, stell deine geleerde en angenommene Denkweise und sieht, staubartliche Schritt trägt und bekick die Situation noch einmal. Blieb dabei, die Bibel zu studieren, um auch noch andere biblische Prinzipien zu lehren. Wenn wir nicht mit das Wort Gottes ernährt worden, fangen wir an zu stolpern. Die einzige Qual von wahrer Kraft ist Gott zu vertrauen. Wenn ich meinen Geist nicht mit Gott sein Wort näher, wo ich Gott nicht vertrauen kann, dann wo ich nicht weiten, was Gott seine Wege sind. Bloß dann, wenn ich mich selbst mit Gott sein Wort näher, wo ich weiten, was Gott will, dann kann er mich an all das Denken helfen, was er mir gelehrt hat. Gott sein Wort bietet ein Vorgehensystem an, um die jeder in dieser Welt zu hantieren. Wenn wir Gott sein Wort nicht lesen und dort abnehmen, wo können wir dann weiten, was für uns gut ist? Mein Volk ist zu nichts geworden, weil sie nicht belehrt sind. Hosea 4, Vers 6. Als christliche Geschäftsführer ist das unsere apostolische Aufgabe, eine Ändernis zuwege zu bringen, indem wir in unsere christliche Umgebungen anfangen und von dort gehen in der Gesellschaft verändern. Wir wollen die Autorität in Kraft haben, dort zu tun, wenn wir dort zugeben, selbst nur Gott seinen Willen zu ändern. Gott sieht Menschen von allen Lebensberufungen, wat willig sind, sein Wort in Doten umzusetzen. Wo so? Zodat das Königreich von uns her auf die Erde so kommen kann, als dort im Himmel ist, und die Menschen um uns dort volle Evangelium an die Arbeit seien, und dort vereint, antragend und wirksam wird. Gott, der du haben will, dort alle Menschen sollen gerat worden, und die Wahrheit kennenlernen. 1. Timotheus 2, Vers 4.